Es lebe Anno 1800. Endlich mal wieder ein richtiges Anno, wa? So Leute, wir sind in der Kampagne, wie könnte es auch noch sein, beim dritten Part bereits angelangt. In der heutigen Folge will ich etwa auf die Füße treten. Genau, ich will mal auf die Füße treten. Auf die Füße treten, das machen andere, wir aber nicht. Nee, es gibt ein paar zu tun. Was will die Schwester von uns immer? Schwesterlein, wieso will die, dass wir es irgendwie entfernen? Die will echt alles abholzen, wa? Ist echt eine krasse Schwester. Wie ihr seht, mit der Arbeiterkraft, wir haben Arbeiter selbst, wir haben Bauernarbeitskraft, also es fehlt nicht viel. Es fehlt, um ehrlich zu sein, sogar relativ wenig. Ich hol direkt alles mal mit. Und wer sich erinnern wird, wir sind dann demnächst auch, ja, wie soll man sagen, wenn wir vor eine Wahl gestellt, die vor allem deswegen interessant sein wird, weil ich immer noch keinen richtigen Plan habe, das wollte sie eigentlich, keinen richtigen Plan habe, dass so eine Entscheidung das ganze Let's Play, Schrägstrich die ganze Kampagne zieht oder einfach nur auf den Moment halt ist, oder das aktuelle Kapitel. Noch keinen Plan. So, der wird auch bald entfernt. Hier haben wir, glaube ich, gerade momentan nichts. So, was wir anderen vergessen dürfen, Leute. Ich kann bei Anno 1800 theoretisch jedes Haus upgraden lassen. Theoretisch. Nur bringt uns das ja nichts, weil in diesem Spiel die Spielmechanik so ist, was ich auch relativ sinnvoll, geil und realistisch finde, dass wir halt alles brauchen. Wir brauchen Arbeiter, wir brauchen Bauern, weil ganz ehrlich, oder wenn du halt dich weiterbilden würdest zu, was gibt's noch alles? Ingenieur gibt's glaube ich auch noch. Will ein Ingenieur hier Holzfällerarbeit leisten? Oder irgendwie auf dem Kartoffelacker arbeiten? Nee. Deswegen gibt es halt für jede Berufsgruppe. Im Herzen der Bauer die Rösslein einspannt. Er setzt seine Felder und Wiesen instand. Er pflüget den Boden, er egget und sät und rührt seine Hände früh morgens und spät. Genau, fröhliche Bauern, die sind zufrieden. Und ja, ist halt klar, du willst das machen, was du vielleicht gelernt hast, was du Bock drauf hast, etc. etc. Und so geht es denen ja auch. Insofern für uns klar, wir müssen halt auf jede Zivilisationsstufe halt Acht geben. Ganz einfach. Jetzt haben wir hier eine Kirche. Tag für Tag diese Plackerei. Zum Beispiel wollen die eine Kirche haben. Kirche, lass mal die Kirche im Dorf. Man könnte hier unten machen, die würde sich noch anbieten. Die war verdammt... Alter, war die teuer. Die war echt schweinemäßig teuer. Wir brauchen Wolle, wir brauchen eine Sägeweberei und die brauchen natürlich wieder was anderes. Toll. Und hier brauchen wir Ziegel. Wir brauchen hier, auf dem Metzgerei brauchen wir Ziegel. Schön. Ich hasse Ziegel. Wo brauchen wir sonst noch Ziegel? Ziegel, Ziegel, Ziegel. Lalalala. So. Aber hier einmal das Ding. Pflasterstraße war natürlich Pflaster, in diesem Fall natürlich Ziegel. So, dann baue ich doch mal das Lagerhäuschen hier hin. Und guck mal. Dass das irgendwie funktionieren kann, wa? So. Ziegelei, wir haben keine Ziegel, Ja, jetzt, Lehmgrund, was machst du? Wieso bringst du jetzt das Teil hier hin? Nicht hier. Hallo.
Hey Mann, wir brauchen Ziegel, was soll der Scheiß? Ja, er ist halt doof, sorry. Was willst du denn machen? Verzeihung? Uns geht das Material aus. Ja, ich seh's. Ich find's aber nicht so cool. Ein Feuer ist ausgebrochen. Alter, was ist los? War in der Open Beta noch nicht so schlimm. Du willst heiraten? Nee, der Fucker lebt die Kirche ab. Sag mal, Sieht beschäftigt aus. die verarschen mich hier gerade, kann das sein? Ich frage mich, ob der Trick klappt. Ah, jetzt geht's plötzlich. Jetzt kannst du liefern. Tja, ich traue dem noch nicht so sehr, ganz ehrlich. Ah genau, hier sieht man dann sehr gut, Lehmgrube heißt hier Lehm irgendwie 30, Ziegelei heißt hier 1 Minute. So, mal ganz kurz, um eine Theorie zu testen, was ich davon halte. Ich glaube, das hat irgendwie den Hintergrund, oder kann man so umrechnen, Produktionszyklus heißt irgendwie eine Einheit pro 30 Sekunden. Und hier eine Einheit pro 1 Minute. Demzufolge hätte ich nach 1 Minute zwar eine Ziegelei oder einen Ziegelstein, aber ich rechne mal in Tonnen, wa? Sagen wir, nach 1 Minute durch 1 Tonnen Ziegel. Klar, ist ein bisschen viel, ist nur als Beispiel. Und nach 1 Minute durch aber gleichzeitig auch 2 Tonnen Lehm. Ich brauche zur Produktion aber jeweils das Verhältnis 1:1. Sprich, eigentlich, Ziegelei braucht 1 Tonne Lehm, um 1 Tonne Ziegel zu machen. Klingt doof, ich weiß, aber ist einfach mal so meine Theorie. Was demzufolge, Dankeschön, was demzufolge bedeuten würde, dass eine einzige Lehmgrube, da sie alle 3 Sekunden eine Einheit produziert, ich habe mit einer einzigen Ziegelei nur in 1 Minute oder erst in 1 Minute das produzieren kann. Würde also bedeuten, entweder muss ich hier die Produktion ankurbeln, damit sie da aufgeht, oder aber ich kann 2 Ziegeleien für eine einzige Lehmgrube brauchen. Das ist meine Theorie. Die wird jetzt ausprobiert. Ich weiß bloß, ich mache das gerade am klügsten. Ich mach's mal so. Einfach nur mal. Ja, super. Nur zum Kurztesten, ob das irgendwie so funktionieren könnte. Wenn der natürlich voll ist, also schon zu viel hat, dann müsste er hier rüber gehen. Eigentlich. Nur gucken wir mal, wenn das funktioniert. Der bringt wiederum dann den Ziegel da runter ins Lagerhaus. Alles klar, könnte klappen. Wie sieht es hier aus? Schnaps ist irgendwie am Arsch. Der Schnaps ist am Arsch, Hilfe! Ja. Das bedeutet, ich mache das hier auch mal ganz kurz. Jetzt mache ich das hier so und dann kommt der hier hin. Die Felder doch gerne irgendwie so machen. So, die Frage ist natürlich, könnte das so ungefähr funktionieren? Der geht da hoch, weil der näher ist, das heißt, der müsste...
Ja, ja, ich habe mir ganz kurz, was der jetzt macht. Bringt das jetzt hier rüber, bringt das runter. Das Lagerhaus. Wäre ein bisschen doof. Ah, okay, er bringt es hier hin und dann die Ware da runter. Perfekt. Und hier? Ja, die produzieren beide. Irgendwie. Kein Plan wie. Sind noch bloß eine? Hätte mal mehr. Das Vorbild auf 3 oder so? Ja, ja, die Kirche im Dorf lassen. So, ein paar Arbeiter mehr. Das mit den Segeln war, ja, stimmt, da wäre jetzt mal eine Idee. Das in Angriff zu nehmen. Schäferei, das heißt 1 zu 1, aber auch 10 Ziegel. Das ist eigentlich etwas hier unten. Ja, direkt genauso gut die unten machen, oder? Laubhaus-Modus activated. So. Ah cool, ich kann auch schon pflanzen. Oder platzieren, ne? Sagen wir mal platzieren. Alles noch Blauphasenmodus. Blaupausenmodus ist, Mann. Wieso Phasenmodus? Was ist los? Der bringt es auch hoch. Okay, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Aber gut, soll mir recht sein. Also das funktioniert irgendwie, wa? Ja, könnte hinkommen. Kluge Idee ist, ich habe keine Ahnung. Eigentlich müsste er jetzt bringen, weil es ja näher dran ist als die anderen Gebäude. Theoretisch zumindest. Wir sehen's, wenn's soweit ist. Oh, das ist eine schöne Insel. Schön groß und so weiter. Kann sich was machen. Ah, okay. Überschuss ist weg, dankeschön, haben nicht drauf geachtet. So, können die auch noch weg. Dann haben wir hier oben auch nichts mehr. Hier sieht es auch soweit alles ganz gut aus. Ja, alles gut gerodet. Ziegel! Ziegel! So. Das heißt, ich mache erstmal den da. Zack. Sagt er produzieren, dann geht's zu ihnen. Haben wir die Segel schon bald für den Hafen. Kaimauer. Hey Kai, na was geht? Allerdings. Ein Valley Solly. Kann sich mehr zurückhalten. So, weiß ja auch nicht. Hey. Das irgendwie lohnt. Material fehlt, also okay. Ein Depot hätte ich gerne, eine Hafenmeister hätte ich gerne, Geschützstellung hätte ich gerne, einen Blauphasenmodus hätte ich gerne. Ein Depot, wenn ich das irgendwie, das ist nicht so. Das ist halt so groß. Ruht euch noch ein wenig aus. Es wird eine lange Reise. Hä? Bei Hafenbereich gefordert? Ach so. Kanonenturm.
Nicht nur bloß eine Geschützstellung, nee, Kanonenturm. Krass. Uns gehen wieder langsam aber sicher die Arbeiter aus. Die Frage ist jetzt mit den Gütern aus. Schnaps ist immer noch Mangelware. Warum? Kein Plan. Ich soll vielleicht den richtigen auswählen. So. Dann müssen wir mal ein bisschen dran schrauben. So, gefälligst arbeiten. Nicht faulenzen. So. Ja, wer ist hier der Edward, ja? Okay. Das heißt, wir liefern bald die Segel. Wir müssen eigentlich schon ein bisschen was haben. Oh ja, ein bisschen was. Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? Nee, Kind, das dürft ihr nicht. Das so. Wie lange geht wohl das, was wir hier vorhaben, noch gut? Hallo? Ja, es wird zwar langsam schwächer, aber es geht noch. Ansonsten geht es doch denen allen wunderprächtig. Die haben nach irgendwelche Gebäude, Bier. Natürlich, Luxus. Die wollen einfach Bier haben, die wollen Bier. Handelskammer nutzt Items, ja gut. Wo bleibt mein Segeltuch? Fragt sich, ob es eine Handelskammer jetzt schon lohnen würde oder eher später. Nichts, was du tust, wird die dunklen Wolken vertreiben. Du hast seit dem Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet? Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. So, so. Der ist wohl ziemlich erpicht drauf, wa? Ich frage mich, warum. Ja, sie produzieren auf meinen Geschmack nicht schnell genug. Leider. Wie sieht es mit den Arbeitskräften aus? Eigentlich noch relativ gut, okay. Das sind die wir da haben. Da haben wir die. Hier drin könnte man auch noch bauen. Und so blicke ich halt gerade. Man könnte mal mit einer Metzgerei Schrägstrich Schweinezucht beginnen. Spielstand gespeichert. Was? Schon wieder? Also gerade erst ein paar begonnen. Alter, was ist los, Spiel? Es ist fucking unglaublich. Oh, meine Freunde. So, dann machen wir aber ganz kurz noch. Eine Metzgerei. Ja, würde sagen, nix für Veganer, Vegetarier, wa? Ja. Man kann es leider nicht einrecht machen. Okay, ein paar Arbeiter, sehr gut. Das heißt, man könnte Alles in mit... Ordnung soweit. Das hört man gerne. Ein paar Arbeiter einstellen. Sehr gut, sehr gut. Ja, hier sieht es soweit nicht schlecht aus. Ja, hier fehlen die Waren, die sind aber unterwegs, kein Problem. Hier haben wir Ziegel, das ist auch kein Problem, sind unterwegs. Bilanz negativ, das ist ein großes Problem, da sind wir natürlich auch gerade unterwegs. Ich glaube zumindest.
Er sucht etwas. Tja, und wer sucht, der findet auch, nicht wahr, Freunde? Irgendwo hier. Schnell, Sie brauchen Hilfe! Nehmen Sie ein Schiff und retten Sie Treibgut aus dem Wrack des Gefangenentransports. Oh, das ist schon. Was schnell es geht. Hallo. Alles klar bei euch? Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Help me! Help me! Ja, man sieht es einfach kaum, aber es ist leider so. Oh, meine Freunde, was machen wir bloß? Ja gut, ich meine, retten müssen wir sie sowieso. Das müssen wir mal behaupten, aber... Das was da... Mein Gefangenentransport und Onkel Edward, das ist was. Oder? Mal ganz ehrlich. Irgendwie... Ja, wobei, wenn es irgendetwas... wäre, was ihn belasten könnte, warum soll das dann uns erzählen? Gibt gar keinen Sinn. Gerettet. Und nun bewahren Sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit? Was? Die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Der Mann ist ein Betrüger. Das sagen wir schon lange. Ein Brief. Er trägt Edwards Siegel. Wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth. Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Öffne den Brief. Er birgt ein Geheimnis, jede Wette. So sehr wir Onkel Edward auch verabscheuen, es wäre unehrenhaft, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. Ja, das hat was. Ich meine, sollen wir uns auf die gleiche Stufe wie Edward begeben? Andererseits, es geht nicht nur darum, dass wir jetzt einen Brief irgendwie übergeben sollen. Nee, es geht ja darum, Edwards Gefangenen zu übergeben, die ja, wie er sagt, Mitverschwörer von unserem Vater sind. Sprich, eigentlich vermutlich genauso Opfer wie unser Vater. Wollen wir jetzt einfach die übergeben und... Ich meine, machen wir uns ja quasi mitschuldig. Wenn denen was passiert. Was ziemlich der Fall ist, ich meine, wir sprechen von Edward. Den Brief öffnen, Briefgeheimnis und so. Das ist... Das machen wir in der nächsten Folge, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.